Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. Den 11. Oktober habe ich zusammen mit der Lëtzebuerger Bauerenjugend von der Bauerenkzentral eine gemeinsame Pressekonferenz am Europahaus zu Lëtzebuerg aufgehalten, an der die Landwirtschaft und die gemeinsame Agrarpolitik nur 2013 am Mittelpunkt stond. Die Lëtzebuerger Bauerenjugend wollte bei dieser Gelegenheit ob hier Überlegungen und Vorstellungen zu diesem kruzialen Thema aufmerksam machen, weil ich den einzigen Lëtzebuerger Europadeputierten an der Agrarkommission vom Europäischen Parlament bin. Und dadurch schon 30 Jahre lang war ich gerne bereit, das gemeinsame Pressekonferenz mit aufzuhalten, die übrigens zu einem ganz interessanten Zeitpunkt stattfand. Für den 13. Oktober war zu Lëtzebuerg der sogenannten Agrargipfel zwischen der Lëtzebuerger Regierung und den Vertretern von den Bauernorganisationen angesagt. Anfangs der Woche vom 4. Oktober hat zu Brüssel der Kongress von den europäischen Bauernverbänden Copa-Cogeca stattfand, denen auch die Lëtzebuerger Bauerenkzentral angehört. Für den 17. November geht die Mitteilung von dem Brüsseler Agrarkommissar Tjolos über die Ausrichtung von der gemeinsamen Agrarpolitik nur 2013 erwähnt. Die Legislativpropositionen sollen am ersten Halbjahr 2011 folgen. Das Europäische Parlament hat schon am letzten Monat eine Reihe von Berichten zum Thema Zukunft von der gemeinsamen Agrarpolitik nur 2013 angeholt und denen ich auch mitgeschafft und mein per Verkehr beigedrohen habe. Die Bauern in Europa, besonders Jungbauern zu Lëtzebuerg, erwarten sich mit Recht eine Agrarpolitik, durch die auch hier Zukunft garantiert ist. Das ist nicht evident, angesichts von vielen Bestrebungen bei Politikern und an der Population, die auf das gesteuerte Verhältnis zu der Landwirtschaft an den rund 40 Millionen Menschen an der EU haben, die das Ernährungswirtschaft mit abgegriffen, die an dem Domain schaffen. Das sind 40 Millionen Arbeitsplätze, die nicht mutwillig dürfen aufs Spiel gesetzt gehen, mit so Überlegungen wie die gemeinsame Agrarpolitik wird zu teuer, und dafür müssen nur 2013, wann auch die gemeinsame Finanzperspektive von der EU neu festgelegt gehen, den Agrarbudget solid zusammengestracht gehen. Das ist eine gefährliche, ängstliche Aussicht. Dafür ist es wichtig, viel Falsches, viel Vielgefasstes, was doch immer an die Kette geht, richtig zu stellen. Und dafür war auch als Pressekonferenz aufgerufen, sogar nötig und hoffentlich erfolgreich. Für den Stellenwert von der Landwirtschaft in Europa und zu Lëtzebuerg kurz zu illustrieren, muss ich auf eine Reihe Chiffren zurückgreifen. Zu Lëtzebuerg haben wir nach knapp 1500 hauptberufliche Bauern, 706 nebenberufliche Betriebe, 24 Jahre waren es danach rund 2500, respektive 1275. Das bedeutet, dass an 20 Jahren die Zahl der Betriebe rund 40%, an 30 Jahren sogar 57% zurückgegangen ist. In Lëtzebuerg gehen nach immer 130.000 Hektar bewirtschaftet, so viel wie 1980. Damals waren nur 10% von den Betrieben mehr wie 50 Hektar groß. Heute bewirtschaften rund Teilchen von den Betrieben über 50 Hektar, an 10% sogar über 100 Hektar. Die Zahl von der Milchkühe ist rückläufig, aber sie gehen heute 75% mehr Milch wie 1984, wo übrigens Milchquoten angefordert wurden.
die 2015 aufgeschafft solle gin auch ein Problem, mit denen Eisbetrieber konfrontiert sind. Van Zuel vun de Mëllech Kei aufgeholt huet, so hu man awer lo dubel soviel Mammekei wie vun 20 Joer. Schwein ziele man nach immer nëmmen soviel wie 1990, aber seit 2000 als Produktion vu Gefligel 25% opgangen eng gut sag. Allerdings as de Niveau vun den Agrarpreise, déi Bauere kreen, méi niedrig wie 14 Joer. Stell Dich mal vor, dat wir bei Ärer Pai oder Ärem Akkommes de Fall. Leider huet et Landwirtschaft an Europa mat enger exzessiver Preisvolatilitéit ze kämpfen, wofür sech unbedingt Erkenntnis durchsetzen muss, dass es weiter eng gemeinsam Agrarpolitik geben muss, die diese nun verdient, an Instrumenten beibehält, für der Preisvolatilität entgegenzuwirken. Prioritäten von der gemeinsamen Agrarpolitik auch nur 2013 müssen sein, erstens Sicherheit von der Versorgung von den 500 Millionen EU-Bürger mit hochqualifizierten Lebensmitteln. Mengt net, et kënnt nie méi eng Lebensmittelknappheit ginn, wie ich sie nach an de 40er Joren erlebt hun. Zweitens die Klimawechsel, an drittens den territorialen Equiliber. Dazu als zu sagen, dass an der EU manner wie 5% von der Bevölkerung 80% vom Territoire en Valeur setzen. Diejenigen, die Mengen der Agrarpolitik für zu deier, sollen wissen, dass seit den 80er Jahren die Ausgaben für die Agrarpolitik am EU-Budget von 75 auf 40% zurückgegangen sind, obschon es schon seit dem Beitritt von den neuen Ländern 2004 doppelt so viel Bauerenhaut gibt an der EU wie für drun. Diese Ausgaben machen gerade mal 0,45% vom Bruttosozialprodukt von der EU aus. Da müsste man einfach nach Letzte können, für dass man nicht nimmer sicherstellen, dass 500 Millionen Bürger an den 27 Ländern genug ernanntlich ziehen nun, aber dass man aber auch noch dazu beitragen, weil die Bevölkerung, die von 6 auf 9 Milliarden bis 2050 aufwärts gehen, zu füttern. Dafür müssen bald doppelt so viel Lebensmittel an der Welt produziert, wie das heute Fall ist. Wenn man sich den ganzen Zirkus anguckt, den zu Lëtzebuerg die Indexanpassung von den Lehnergehältern gemacht wird, dann dürften verschiedene Gewerkschaftler sich mal fragen, für was Bauerengewerkschaften, denen hier Membern 2009 ein Einkommensverlust von 35 Millionen Euro hatten, sich mit den 6,7 Millionen Ausgleich zufrieden sollen gehen, von denen sie nach Kesu gesehen haben. 15 Millionen hat das Verhandlungsresultat ergeben als Kompensation für die Verluste von 2009. Lo soll den Hilfspakt, wie gesagt, auf 6,7 Millionen zusätzlich zu denen 2,3 Millionen von mir 2009 gekürzt gehen. Sicher fehlen meinem Staat viele hunderte Millionen an muss Spuren, aber wann ich gelieft nicht nimmen op der falscher Platz, weil die wirtschaftlich, sozial und ökologischen Desaster, die wir erleben geben, wenn es nicht mehr genug Bauern gibt, die kostet viel mehr, wie das, was wir für die gemeinsame Agrarpolitik bezahlen. Ich hoffe, dass sich bei den Politikern zu Lëtzebuerg und in Europa das Erkenntnis durchsetzt. Nach der Pressekonferenz vom 11. Oktober mit den Jungbauern sind ich noch mehr motiviert wie je, dazu beizutragen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt. Bis geschwind.